Ho, 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 ihr liebe Leute. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Und als allererstes natürlich frohe Weihnachten an euch, ihr liebe Leute. Die kleine Weihnachtsüberraschung von mir ist jetzt hier das dappische Ding, was ich jetzt umgedreht habe. Und wir werden die ganze Episode hier mit dem Ho, ho, ho Schriftzug zocke. Und ich hoffe, ihr habt euren Spaß dort dran. Und wir waren stehen geblieben, als wir hier reingekommen sind und wollten zu den Marshalls. Da geht's dann auch gleich weiter. Und ihr habt die ganze Zeit hier mal Epileptiker-Birne auf dem Schirm drauf und kennt euch einen Arschlacher, während ich das dappische Ding dort trage. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute Arbeit. Ja, gute Arbeit, ja, guter Job, guter Job. Total aggressives Lob hier. Gehen wir mal zu deinen Kumpels hier. Nichts zu sagen. Den kennen wir noch, ja, der hat auch nichts zu sagen. Guter Job. Zugangscode benötigt, alles klar. Dann haben wir wohl hier mal einen kleinen Ruheraum gefunden. Und kennen da Wie geht's Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlo sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlos Schiff? Die Anisidora. Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Ja, das sollten wir doch mal. Sprechen Sie mit Marlow. Aus der Anisidora kam jo überhaupt erst der Alien-Parasit, der Facehacker wahrscheinlich. Und dann wird's mal interessant, mit dem dort drüber zu retten. Ja, hier sieht's schon nicht mehr aus wie auf der Nostromo, finde ich. Das ist schon fast schon ein eigenständiges Design. Aber ja, apropos Nostromo, ich habe schon ewig keinen interessanten Fakt mehr gebracht. Und zwar habt ihr übrigens gewusst, dass der Name Nostromo von dem Schiff aus Alien, dass der eigentlich auf einen Roman von Joseph Conrad zurückgeht. Das war ein britischer Schriftsteller, der aus Polen kam. Der den Roman 1904 geschrieben hat. Da geht es um ein Inselreich mit ständig wechselnder Diktatur. An sich ein ganz interessanter Roman, zumindest das, was ich mal so durchgelesen habe, wie der klingt. Aber, ja, wie gesagt, der Name Nostromo geht auf das Werk zurück. Mit Marlow sprechen. Da machen wir doch gleich mal weiter. Marlo? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Macht ihr nicht mal den Mund auf. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Und Filmsequenz Start. Das ist aber ein super Bauchredner hier, der Marlow. Bewegt die Lippe nicht, aber quatscht wie ein Buch. Nicht schlecht, der Kerl. Oder er macht's über Gedankenübertragung. Ich kann's nicht sagen, aber er macht's auf jeden Fall gut. Das ist wieder so typischer Quatsch mit den Menschen hier. Gefällt mir nicht von der Grafik, was die Menschen angeht. Na, gucken wir mal, was er zu sagen hat, der Kerl. Check. Können Sie mich hören, Luis? Es rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie, Marlow. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich hier was für Sie. Ich habe leider keine Lupe dabei, Haste. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Alles klar, wie es aussieht, erleben wir das, was passiert ist, aus allererster Hand. Und wir sind wohl wieder auf dem Planetoid, wo auch die Nostromo der Alien gefunden hat, oder der Facehacker. Okay, scannen Sie mit dem Ortungsgerät nach dem Signal. Hier kennen wir wohl eh nichts mehr, Eissacker, nämlich A. R1. Aha. Ja. Ach, wieder dasselbe Problem wie beim ersten Alien-Film. Da kommt ein angeblicher Haltet eure Notruf Augen offen. und dem gehen sie nach. Folgen Sie dem Signal. Die Nadel zeigt den Weg.
Ding doch noch so hier. Das ist wunderschön hier. Aber ne, ich finde es richtig toll. Das ist wie im ersten Alien-Film wieder. Da hat man schönes Feeling dafür, wie das ist, in so einem Giganto-Raumartzug hier auf dem Planetoid rumzuschlaffen, wo total abartige Verhältnisse herrschen, wo eigentlich kein Mensch überleben könnte. Für längere Zeit zumindest nicht. Ja, da müssen wir wohl lang. Was gibt's denn da Schönes? Das Ding macht aber leider keine Geräusche, sodass wir auch nicht wissen, ob wir jetzt nur oder nicht so not dran sind. Vielleicht sollten wir warten, bis er sich verzog. Wenn Sie wegen der kleinen Prise auf Ihren Anteil verzichten, nehme ich den gern. Wir gehen weiter. Wir haben den Tracker, der wird uns den Weg zeigen. Jo, irgendwie. Keine Sorge. Sollte das ein Notsignal sein, gibt es keine Überlebenden. Also liegen die Bergungsrechte für alles, was wir finden, bei uns. Super. Aber auf die A-Teile könnte ich verzichten. Bei deren Mission. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Okay. Warten Sie hier. Finden Sie einen Weg um das Hindernis. Karte haben wir nicht. Klettern können wir auch nicht. Das sieht aber schon geil aus, so aus der Ferne. Wenn man die so anguckt. Da komme ich nicht hoch. Haste, hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Da kann ich hoch. Na, wo ist er dann? Oder sie, Haste. Ah, ist er. Okay. Na, dann hilft mir mal Haste. Ist er. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Und wenn Sie nicht zurückkommen, dann warten Sie eben länger. Dann rächt meinen Tod. Da geht's lang. Wackelt's auch ganz schön. Verdammt! Ich war's nicht. Okay, da hinten ist was durchgekracht. Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Passen Sie einfach auf sich auf, verstanden? Nee, ich hatte vor, da jetzt in irgendeinen Felsspalt reinzufallen. Passen Sie auf sich auf, also. Yes, ist ja leid. Immer so Basics, die man auf dem Weg kriegt. Flocke knallen hier die ganze Zeit so gegen mein Sichtfeld. Das ist schon nett hier auf dem Asteroid. Oder Planetoid. Da kann ich lang. Was ist denn noch hier lang? Hallo? Wir können Sie sehen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Wir sind jetzt hier auf dem Nordpol gelandet, steht die Sache. Und Rudolf kann uns jetzt auch nicht helfen. Da geht's eine Wand weiter hoch. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Bereithalten. Jawohl. Ich jag das Ding in die Luft. Alles klar. Yo, yo, yo. Machen wir doch. Bombe platzieren. Zurücktreten. Oh, nein, ich will noch nicht sterben. Hopp. Und Peng. Jawohl, ja. So wird das gemacht. Die Chuck Norris Art. Kommen sie durch oder wie sieht's aus? Da sind sie. Das ja nicht nochmal. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Okay, wunderbar. Ja, der Marlow wird wohl der Befehlshabende gewesen sein, so wie das Haste, hier aussieht. drüben. Helfen Sie mir hoch. Ah, der Haste, unser Reiver. Der muss ständig die Reiver-Leder machen. Ah, Mann. So, nochmal platziert. Na, Allah, mach mal du. Barava. So, vor lauter Anstrengung noch in der Raumanzug schisse. Dann macht das auch noch richtig Spaß. Der hämmernde Kampf-Donut. Super Sache, oder? Es sieht toll aus, finde ich. Also das kriegen sie super hier, muss ich sagen. Ah ja, da kommt jetzt auch nochmal kleine Sequenz. Also die Raumschiffe und die Stationen und so, das kriegen die absolut genial hier, aber die Menschen... Nee. Nee,
Einfach nur nee. Da, dam, da, 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 da. Jo, dann sind wir jetzt hier beim Schiff. Finden Sie den Ursprung des Signals. Aber gern doch. Von hinten sehen die Dinger jetzt nicht so dolle aus, aber wenn man von vorne auf die drauf guckt, sieht es schon ganz cool aus. Ah, ich bin froh, dass wir da jetzt mal etwas geruhsamere Episode haben, wo man nicht ständig mit dem Alien kämpfen müssen oder vor Androide fliehen oder sonst irgendwas. Das ist mal richtig angenehm gerade. Komme ich dann hier vorbei? Lass mich durch. Ich will als Erster hier. Ich bin der Chef. Ich muss da durch. Also zumindest sieht man der Marlow aus, als hätte er hier das Kommando. Oh, lustige Wanderung hier durchs Gestein. Lass mich durch. Ich dränge mich jetzt hier vorbei. Fort. Lass mich durch. Ich will überholen. Vertreten Sie das Wrack. Wird aber nichts. Überhole kann ich gerade von rechts. Jawohl. Jetzt sind wir doch schon ans Wetterstell. Da geht's hier. Da kennen wir rein. Durch das verkrustelte Ekelloch. Wo ist mein Haste? Der muss mich hochhieven. Ah, okay. Wohl doch nicht. Mist. War ich zuvor schnell. Jetzt bin ich wieder an dritter Stelle erst. Ach, da kennen wir rein, ohne zu kraxeln. Super Sache. Ich bin immer noch als Erster. Nein. Lass mich durch. Lass mich durch. Na gut, dann finden wir uns halt damit ab und marschieren gemütlich. Etwas Erkunden Großes. Sie das Wrack. Hier gibt's schicke Sachen zu finden, auf jeden Fall. Die werden wir sehr schnell feststellen können, dass das nichts menschlich Gebautes ist. Ich weiß, viele von euch werden jetzt denken, oh, die Architekt oder die Schöpferrasse aus Alien Prometheus. Nee, ich erwähne mit Chem Endewort den widerwärtiger Fehlgriff an Film. Also nee, das werde ich definitiv nicht thematisieren. Ich war so enttäuscht von dem Film. Deswegen, da gibt es von meiner Seite aus nichts. Aber da hämmern ja auch schon. Passen Der Sie auf, was Sie Alien. anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Utelalt. Cockpit? Wäre das ein Schiff? Ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Sieht so aus. Was? Haben Sie Angst, wir wecken ihn auf? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Sehe ich auch so. Das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Geil, ne? Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, ehe uns jemand zuvorkommt. Die Anesidora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Jawohl. Wir haben was gefunden. Spuren. Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird ihm nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Der gleiche Name wie auf dem Flugschreiber. Nostromo. Jemand war schon hier. Vielleicht haben sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die Ja, vor ihr uns liebe Leid. Aber steht Sache. gibt es dann keine Aufzeichnung. An der Stelle machen wir erstmal unseren Cut. Mit unseren Bergungsrechten. Finden wir es Und raus. wir Ich werde sehen das uns Signal in finden der und es nächsten ausschalten. Episode Nicht, dass noch jemand seinen am Weg hierher ersten findet. Weihnachtstag Foster, wieder Haste, sehen mit Sie sich die Let's Höhle Play unten an. Alien Isolation auf Pelzig. Habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt's mit der Familie und mit Freunden und oder Freunde zusammen zu sein. Und habt einen schönen Heiligabend. Machen's gut. Eiern Yankee.